Was geht ab, meine Damen und Herren? Da bin ich wieder! Was geht? Die Haare, ja. Also ich sag ehrlich, für mich ist mittlerweile normal, aber ich glaube für euch halt nicht. Wie siehst du aus? Hey. Beruhigt, chill mal, ja, chill mal ein bisschen. So schlimm ist nicht, Wallah. Was geht? So schlimm ist nicht. Das pinke Oberteil und die Haare. Hä, ist das nicht tough? Ich hab das in Korea gekauft. Das ist übertough. Ich habe mit der Farbe gehatet? Wie, hä? Der meinte zu mir auf Instagram, er sieht gar nicht so scheiße aus. Dann habe ich ihm nochmal was geschrieben und hat mich gedonoholt. Die Haare sind schlimmer als früher. Guck mal, ich komme wieder nach... Keine Ahnung, Bruder, ey, fick mich nur. Soll ich wieder gehen? Ich gehe wieder. Ich sage, guck mal, ich lebe mit diesen Haaren seit ungefähr 2 Wochen. Und mittlerweile ist das für mich normal und besser. Ich sage es besser. Die Jacke sieht schlimm aus. Ja, okay, die Jacke kann ich ausziehen, das ist kein Problem. Die Jacke kann ich ausziehen. Also jetzt musst du trollen. Jetzt musst du trollen. Holy shit, bro. Noch weiter? Also jetzt musst du trollen. Jetzt musst du trollen. Digga, das war so lustig. Das war so lustig, als der da kotzen musste. Ich glaube, ich kotze gleich von dem Red gegenseitigen Tee. Oh. Kann ich Wasser haben? Ich glaube, der Red gegenseitigen Tee hat mich ausgelockt. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich vom Lieferando-Fahrer die blonden Haare so fühle, Bro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Digga. Ich habe das Gefühl, er war auf einem wirklich guten Weg, Bro, zu einem Upgrade, so vom optischen her, Bruder, und er hat alles wieder eingerissen. Ich zitiere, okay? Gar nicht so bad. Auf meine Story, wo ich meine blonden Haare gezeigt habe. Und jetzt macht er so. Er hat alles wieder eingerissen, Bro, mit einer Färbung. Ich weiß nicht genau. I don't know, Mann. I don't know, ich bin nicht so Big Fan. Was? Okay. Ich zieh die Jacke aus und dann sagt ihr nochmal, okay? Ich sag, es liegt an der Jacke gerade einfach. So, jetzt? Was jetzt? Besser? Oder ist die so schlimm, die Jacke? Adidas Placement? Bro, ich hab nur bei Adidas eingekauft. Real Talk. Ich hab, glaube ich, 3 neue Hosen gekauft, alle von Adidas. Bro, ich sage, Adidas in Asien ist so fresh, Digga. Ihr checkt nicht. Adidas in Japan und Korea war richtig krass, Digga. Japan ein bisschen Fan-off geworden. Normalerweise Japan immer krass. Aber Bruder, in Korea war crazy. Ich hab ganzen Adidas-Store leer gekauft. Aber findet ihr die Haare wirklich scheiße? Ich sag, ihr müsst euch dran gewöhnen. Weil ich hab mich dran gewöhnt und ich finde die mittlerweile geil. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist der Punkt, wo ich jetzt bin. Das Blond ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, weil halt jetzt meine Haare wieder ein bisschen nachwachsen. Und dann sieht das so allgemein ein bisschen dunkler aus jetzt leider. Das ist kacke. Blond ist okay, aber Farbton von Blond nicht so geil. Warum? Warum? Dunkler, heller? Also ich war bei der Farbberatung und die meinte, ich soll die Haare, wenn ich sie blond färbe, low-key gelb lassen. Dunkler? Oder ich werde die eh nochmal umfärben hier, weil ich werde diese Farbe, die er hier drauf gemacht hat er selber gemischt. Er hat die selber gemischt und ich werde die niemals von irgendeinem Friseur hier nochmal genauso bekommen. Deswegen muss ich die Farbe eh nochmal ändern. Hey Bro, lass noch ein paar Frauen für uns übrig. Junge, wer sitzt hier vor mir? Mr. Vogelscheuche mit Strohkopf at Let's Hugo TV. Wallah, ich geh wieder offline, Digga. Ihr Wichser. Oder ich schwöre, nein. Wir machen jetzt... Bro, ich sag, es liegt am Rot. Oh, warte. Warte, ich habe euch eine Sache gar nicht gezeigt. Bro, in Korea habe ich ja ein bisschen... Also das ist ja kein Geheimnis, ich habe da getrunken. Bro, und ich hab... Frag mich nicht. Ich hab getrunken. Da war ich so ein bisschen lustig drauf, bin pennen gegangen. Dann bin ich wieder aufgestanden wegen Jetlag, aber ich war noch so ein bisschen deswegen habe ich auch blonde Haare, weil als ich so ein bisschen noch, habe ich mit blonder Haare einfach gemacht. Und wisst ihr, was ich mir auch noch einfach gemacht habe? Ich bin in der Nacht aufgestanden und habe mir halb besoffen einen Greenscreen gekauft. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich habe einen Greenscreen jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum ich den gekauft habe. Ich weiß es nicht. Bro, ich schwöre, ich habe den einfach in der Nacht bestellt, nach Hause, weil ich in dieser Nacht irgendwie dachte, ich brauche jetzt einen Greenscreen. Bruder, keine Ahnung. Ich werde den nie benutzen. Hallo, schön, dass du back bist und die neuen Haare sehen mega doof aus und toller Greenscreen, LOL. Danke. Gut.
Ja, der ist doch nicht so ganz normal. Bruder, ich schwöre, was will er von mir, Digga? Guck mal, ich bin gar nicht da. Ich bin 2 Wochen weg. Ich stream gar nicht, Bruder. Auf einmal, ich muss mir von dem Ali anhören. Bruder, ich rede schon. Bro, auch Willi wieder. Digga, ich frag, so langsam reicht's. So langsam reicht's. Bruder, Digga, ich rede seit 2 Jahren nicht mehr so. Und die kommen immer noch damit. Digga, er macht so. Ja, der ist doch nicht so ganz normal. Und ich habe gestern oder vorgestern einen TikTok-Clip von Willi gesehen, wo er mich wieder nachmacht und ich dachte, ja, okay, das ist von diesem letzten Mal da, wo der das nachgemacht hat. Bruder, er hat das einfach nochmal gemacht. Bro, ich schwöre, also, brauchen die einfach nur Clips und machen das 5-mal hintereinander oder? Digga, vorgestern, er hat schon wieder gemacht. Ein Abschnitt um die Hugo. Guck mal, ich frag mich, es juckt mich nicht, aber ich frag mich, Bruder, reicht doch langsam. Reicht oder nicht? Bro, ich bin nicht mal da, ich bin 2 Wochen weg, ich bin nicht mal da, aber reicht doch so langsam. Retalk reicht. Digga, ich kann auch Ali nachmachen. Digga, er redet so, als hätte er 50 Jahre geraucht. Ich kann nicht tiefer, es geht nicht, aber Bro, hättest du nicht machen sollen? Bro, nein. Ich küsse dein Herz. Bruder, wenn die so machen, kann ich auch so machen. Du lieber an Ali, du lieber an Willi, aber reicht so langsam. Reicht. Ey, guck mal, das Ding ist, mich juckt das nicht. Aber, das sehen ja Leute auf TikTok wieder. Ich habe mir den Clip auch auf TikTok gesehen und denken dann wirklich, dass ich die ganze Zeit immer noch so rede. Und dann kommen die vielleicht nicht hier rein, versteht ihr? Ach, scheiß drauf. Digga, wisst ihr, wen ich am allermeisten gesehen hat? Und der hat mich mental gefickt. Beziehungsweise geholfen, gefickt, keine Ahnung. Fucking Luxmaxer. Ich habe so viele Clips, als ich in Korea und Japan war, von Luxmaxer gesehen, dass ich irgendwann mein Aussehen hinterfragt habe und mich richtig scheiße hässlich gefühlt habe. Bist du auch? Nein, aber Bro, ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich war das ernst. Ich habe so viele Luxmaxer-Clips gesehen, dass ich irgendwann mir dachte, Digga, fuck, was bin ich jetzt eigentlich? Und ich will mich low-key nochmal bewerten lassen von ihm, weil er hat mich einmal bewertet und dann hat mich gefickt. Da bin ich auch Crashtalk gegangen, bla bla, tut mir auch mal leid dafür. Aber der hat mich da bewertet mit toten Bildern. Bruder, da hatte ich meine Jawline so. Da hatte mich, Digga, der muss mich nochmal so bewerten. Smile. Und wenn er dann nochmal sagt 3, Hamam, Bruder. Aber wenn er 3 sagt, dann frage ich, okay, was kann ich machen, das höher? Retalk, mich interessiert das. Mich interessiert das auf Ernst. Der hat legit 0 Aufmerksamkeit verdient. Also das Ding ist, ich checke seinen Punkt, den er halt sagen will. Aber Bruder, wie er es sagt, es ist wie militante Veganerin. Ich check den Punkt von militante Veganerin, aber wie sie es sagt, ist halt tot. Und genau das ist bei Luxmaxer auch. Ich check komplett, was er meint. Aber Bruder, wie er sagt, ist halt ein bisschen so, wisst ihr? Den Elefanten im Raum ansprechen. Nein, aber er hat komplett recht. Er hat komplett recht mit dem, was er sagt, dass Leute, die halt attraktiver aussehen, bessere Chancen haben in vielen Bereichen. Also das stimmt. Also nicht immer, aber schon. Also ich gebe ihm da recht. Aber ne, wie er manchmal redet, ist auch ein bisschen. Den Elefanten im Raum ansprechen. Du bist nicht allein, wenn du Fragen zu Körperwahrnehmung, zum Essen oder zu körperlicher Betätigung hast oder jemand kennst. Digga, holy shit. Aber wenn alle Lookmaxen sind, alle nur noch oberflächlich, das wird so krank für die junge. Ja, Bro, also für die junge Generation ist schon over. Oder das kannst du nicht mehr verhindern, das ist durch. Schreib ihm auf Insta, er hat zurzeit sehr viele deutsche Streamer bewertet. Soll ich den einfach auf Insta anschreiben? Yo, kannst du mich noch mal bewerten? Wie heißt denn der auf Insta? Was ist das denn? Bro, ich habe auf seine Story geklickt. Hab meiner Freundin deine Insta-Story gezeigt und gesagt, sie soll nie wieder sagen, es sehe bei mir schlimm am Setup aus. Bruder, du hast doch schon eine Pilzfarm zwischen dem Pfand. Aber so, auf jeden Fall, er hat geschrieben, jetzt live, vielleicht finde ich meine Frau. Nochmal als Insta-Story. Was schreibe ich dem jetzt? Hey, erstens, tut mir leid für damals. War einfach nur triggert. Zweitens, ist es möglich, dass du mich einmal live im Discord bewertest. Letzte Mal war ja nur Bilder. Bitte. Du hast voll abgenommen, ich schwöre, so krass, Digga. Bro, ganz kurz. Ich komme nach Hause nach 2 Wochen Japan, Korea. Bro will diese 3,0 Bewertung zu sehr. Nein, guck, ich will eine richtige Bewertung haben. Live im Discord wie alle anderen. Ich will so in die Cam schauen. Und dann will ich wirklich wissen,
Was ist gut, was ist schlecht, was kann ich ändern? Real Talk, mich interessiert das wirklich. Mich interessiert, weil letztes Mal hat er einfach nur gesagt, ja, Let's Hugo, einer der choptesten Streamer in ganz Deutschland. Er ist auf jeden Fall ein Fall für eine Double Jawline Surgery oder irgendwie sowas und das war's. Mehr habe ich nicht gesagt bekommen. Was ist gut? Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, ich komme nach 2 Wochen wieder. Meine Mutter sagt erstmal, Digga, wie viel willst du noch abnehmen? Ich denke mir so, hä? Wie? Ich hab doch safe zugenommen. Bro, in Korea und in Japan habe ich keine Kalorien getrackt. Ich habe einfach alles gegessen, was ich wollte. Ich dachte, ich hätte safe zugenommen. Bruder, ich habe einfach abgenommen. Und jetzt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas hab. Weil ich habe wirklich 0 auf Kalorien geachtet. Aber ich glaube, es liegt an dem Essen da drüben einfach. Bro, ich bin jetzt von, das ist jetzt nicht viel, aber ich bin von 73,4 auf 72,6 oder 8. Und das ist eigentlich nicht viel, aber ich habe halt wirklich nicht drauf geachtet, ich habe wirklich alles gegessen, was ich gegessen habe. Was sich maybe viel bewegt, das auch. Aber ich find's trotzdem krass, Digga. Ich hab bisschen Angst, dass da irgendwas, weil ich habe getrunken, ich habe viele Cafés getestet, ich habe sehr viele Süßigkeiten gegessen. Oder vielleicht denke ich das einfach nur. Aber ja, so Ramen ist halt nix, ne? Ramen ist halt nix. Hast du dir jetzt aber auch eine Freundin gemietet? Nee, in Japan wurde ich krank, leider. War ein bisschen kacke. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Bro, ich sag, also von Korea nach Japan, ich war durch, Digga. Ich wollte gar nichts mehr machen. Ich hab dieses eine Skigebiet, habe ich noch ein Video gemacht. Danach habe ich nichts gemacht. Japan war reiner Urlaub. Bro, Korea war auch Urlaub. Also ich küsse euer Herz. Also ich habe legit 2 Wochen Urlaub gemacht. Korea habe ich 2 Videos aufgenommen und Japan habe ich 1 aufgenommen. Aber der Rest war Urlaub. Dann noch diese 2 Streams. Aber Bruder, ich sage euch, bester Urlaub, den ich je hatte, glaube ich. Korea. Japan war meh, aber Korea war bester Urlaub, den ich hatte, glaube ich. Also das war so lustig mit Wieland. Bruder, das war so geil. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich glaube, Korea war auch nur geil, weil wir halt ich take den L, wir sind 3-mal feiern gegangen. Aber das war halt das erste Mal, dass ich halt feiern war, public. Also die ersten 3 Male. Weil in Deutschland public feiern ist der Tod. Also da sind ja 100 Zuschauer. Aber also, irgendwie war das geil. Ich weiß nicht. Warum L? Ja, wegen Alkohol. Alkohol ist scheiße, immer noch. Hat's Spaß gemacht? Oh ja. Digga, das war so geil in Real Talk. Also ich sag, Bro, mit Wieland feiern zu gehen, das war wirklich Peak. Hier, Hugi, findest du eigentlich deine neue Haarfarbe besser oder würdest du es lieber wie vorher haben? Ich find's besser. Das bleibt jetzt erstmal. Also guck mal, das große Plus an den Haaren ist, man sieht meine Hairline nicht mehr. Krank, was ein Urlaub mit einem Menschen macht, wow, hätte sowas nicht von dir erwartet. Naja, nimm trotzdem mein Geld, um Alk zu trinken. Ey, Bruder, ich bin kein Alkoholiker. Ich bin kein Alkoholiker, ich trinke jetzt auch nicht mehr. Nein, also, Bro, im Urlaub, das war im Urlaub. Guck mal, ich hasse trotzdem Alkohol. Der Elefant ist im Raum. Nein, also, ich trinke immer, also, Bro, ich trinke mal, wenn irgendein Event ist oder so, morgens Gamescom-Laden, trinke ich mal was, aber sonst eigentlich nicht. Also, privat trinke ich nichts, außer jetzt in diesem Urlaub halt, aber sonst wirklich nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen will, man sieht meine Hairline nicht mehr. Guck mal, selbst wenn ich jetzt so mache, juckt nicht. Checkt ihr? Also selbst wenn ich jetzt so mache, man sieht halt nichts, weil es so hell ist. Denkt ihr, was jetzt kacke ist? Das wächst halt so langsam. Das könnte krachen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn das so ein Stream alle 3 Wochen und trotzdem in der Abo-Falle bei einem Alkoholiker. Hey, Bruder, bitte. Ich habe Angst, dass wenn das so mehr nachwächst, dass es dann richtig scheiße aussieht. Aber wir werden es sehen. Aber ist das extra so Farbe, wo du nicht noch mehr Haarausfall bekommst? Bro, ich sage, diese ganzen Haarausfall, doppelte Geschwindigkeit und so, das stimmt nicht. Ja, blondieren fickt die Haare. Aber das heißt nicht, dass die Haare abfallen. Also außer du verkackst komplett oder so. Aber die Haare sind einfach nur gedamaged und du musst sie halt repairen. Also du musst sie halt pflegen. Wenn du nicht pflegst, ja, dann ist tot. Aber wenn du die pflegst, ist eigentlich okay. Und wenn die gefickt sind, dann habe ich halt einfach nur Spliss. Und das habe ich so oder so. Also diese Heu hier, das hatte ich ja immer. Das hatte ich schon immer. Wenn man zu oft blondiert, fallen die aus. Ja, das könnte die Schere sein dann. Dein Profil ist krass mit den Haaren. Bro, ich finde, guck mal, das Ding ist, hier war halt heller. Ich finde,
Wenn alles hell ist, war es am geilsten. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen kacke geworden. Aber als es full hell war geil. Ich weiß nicht, ob ich irgendein Bild habe, das ich euch zeigen kann. Aber warte, apropos Saufen. Ich hab ein Saufpick habe ich gemacht auf Instagram. Bro, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war und wo. Bruder, ich habe keine Ahnung. Ehrlich, am Anfang musste ich mich dran gewöhnen. Mittlerweile sieht Haarfarbe aber geil aus eigentlich und es sind ja eh deine Haare, oh meh. Bro, ich weiß nicht mal mehr wann und wo das war, ne? Ich hab keine Ahnung. Hast du jetzt eigentlich Beef mit Luxmaxer? Digga, ich hab das TikTok gesehen, Bro. Er meinte, ja, ich und Hugo haben Beef. Bro, ich küsse dein Herz, ich hab kein Beef mit ihm. Ich hab den nur damals, als er mich da bewertet hat, bin ich Crashout gegangen. Das war aber noch so neu da. Weil ich so, also ich sag immer noch, Bro, ich bin nicht einer der hässlichsten aus ganz Twitch Deutschland. Laut seiner Skala, weil alle, die bisschen mehr Körperfett haben, sind ja schon unter mir. Checkt ihr? Rein faktisch gesehen. Aber ich sag auch nicht, dass ich einer der Schönsten bin. Ich bin so, ich würde sagen, ich bin von Twitch Deutschland, jetzt muss ich aufpassen, ich bin von Twitch Deutschland, würde ich sagen, wenn das überhässlich ist und das überkrass, würde ich sagen, ich würde sagen, ich bin Mittel 5 von Twitch Deutschland. Ich sag eine 5. Also ich sag nicht, dass ich eine 5 bin von diesem Lux-Maxing-Skala-Ding. Nicht falsch verstehen. Ich meine nicht dieses Lux-Maxing-Score. Ich meine von Twitch Deutschland. Von Twitch Deutschland. Von diesem Lux-Maxing-Skala-Ding würde ich mir eine 4 geben. Eine 4, eine 3,8, 3,84. Safe Glaser? Ey, man muss nicht safe glasen. Wenn du dich nicht safe glasest, dann liebst du dich nicht. Falsche Selbsteinschätzung. Okay, Lenny. Wir zwei gehen jetzt Discord und ich bewerte dein Aussehen. Machen wir's? Lenny, komm. Was hältst du davon? Der ist 12, dann soll er sowas nicht schreiben. Er kommt nie wieder, Chat. Der Arme! Digga, der soll sowas nicht schreiben dann! Bro, wer es so schreiben kann, also, checkt ihr? Bruder, ich bin 3,8 bis 4 und fett, du bist safe höher. Ja, starker Screenshot, Bro. Weil Hugo ist Luxmaxer Boxer. Bruder, ich hab nichts gegen Luxmaxer. Ich finde den sogar lustig. Bro, also der hat manche Clips jetzt, als ich weg war, wo ich lachen musste.